drehen. So, als ob sie Konkurrenz gegen uns schreiben. Ich hätte gerade beim Merch. Also sexistisch, wenn ein Mann einer Frau die abhält. Das ist so ein Queen. Als hätte so positiver Rassismus, den ich dann zu spüren kriegen, wenn sie da so, Samba, kannst du doch tanzen? Ja, und das fucking Chocolate Butter. Ja, das ist gut. Okay. Hallo, wir wollen abholen, könnt ihr anschauen, dass wir raus sind. Die dürft ja weiter schwätzen, wir wissen wir raus. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, mit Tom und Philipp. Merci, dass ihr da geschaltet habt. Wir führen gerade mit unseren Freundinnen eine Special Pause-Folge abgeholt. Was ist das? Die könnt bei dem Pause-Podcast vom Jaja Schick vom Gilles. Ja, ich bin nicht von Schick. Ja, von und zu Schick. Ja, hin ist zu Schick. An Gilles Vanille oder so. Gilles Paracetamol. Ja, genau. Wenn ihr nicht wissen, was geht, guckt die Folge schon. Ja, nein, die war wirklich schwitz. Voilà, wir haben hier gerade ein Special-Folge, nämlich Advent Nummer 3, mit unseren Freundinnen abgeholt. Von da ist Gurgeln, Herre Welt. Lisa Mam Kim, wenn da ist Welt Gurgeln her, ein bisschen ASMR, Pipapo, dann guckt da lauscht das auf Spotify. Voilà, für den Rest wollte ich sagen, so ein bisschen ist sie Fan. Das war wirklich ein übergutes Statement. Von mir nicht persönlich, wo der gemacht hat, noch dem ganzen Quatsch. Wusste? Dein Kollege. Dein Kollege. Von hier kommt der Podcast. Darf mir hin dann duzen oder muss mir hin dirzen? Nee, hin hört ist ja schon den Du geboren. Hin hört ist ein Du geboren, mir noch nicht geholt aber. Ja. Das ist leider nice. Nee, das wäre ganz flott. Also wir können bis lo dein Briefträger. Ja. Oder eher Briefträger, viel mehr. Dein Briefträger. Mehr noch sind wir noch nicht und durchkommen. Wir hatten ja die kleine Aktion da gestartet. Ja, wir hatten probiert, dich zu kontaktieren. Leider ist noch nicht gehen, aber wir geben wirklich gerne ein Folge mit dir abholen. Und meinen, das wäre auch ganz flott für als Young Audience. Also, wenn ihr den wollt, den Xavier Büttel heute im Podcast gesehen, dann markiert ihr überall, wo es geht, bei Gölle Froh, wenn es gelieft. Also, noch einen kleinen Abruf, wo ich reden. Meinst du, es klappen? Ja. Ich sehe nicht, mit wem habe ich geschwärzt? Love Attraction. Ah, mit wem habe ich geschwärzt? Mit wem haben wir geschwärzt? Mit Toni. Wir mit Toni. Und hier so, wie den Dingens, den Xavier. Aber plus, hin hat so viel zu erzählen, aber. Also, die Invitation ist raus. Wir geben das frei. Merci. Wir geben das frei. Aber solange wie du noch nicht so sollst, haben wir heute noch einen genauso guten Gast, nämlich den Host vom Nummer 1 Podcast zu Lützeburg, dem Sissi. Wer ist Hotlet Nummer 1? Ja, Sie mir nämlich Nummer 1. Ich gehe einfach mal den Titel weiter und alle Menschen, die wollen. Okay, braucht vielleicht so ein Wandertrophäe. Ja, geil. Ja. Dann das wäre ein Wandertrophäe. Vielleicht kannst du dann noch bei der Jaja oder was geht oder bei Wiener. Wer geht es danach? Ja. Wie geht es danach? Kinder. Tabu-Podcast, das gesehen ich gerade oft. Tankentrio, natürlich. Büvat, Jungen. Ah ja, und dann Duckface, wie heißen sie schon mal? Ah ja, Erklärlach. Erklärlach, ja. Schau da auf Pitt, schau da Paul. So, willkommen auf unserem bescheidenen Podcast. Wie du merkst, wir sind nämlich Nummer 1. Wir sind ganz hochfröhlich, zu begrüßen als effektiv Titelverteidiger, als Titelträger. Titelträgerin. So, sind wir direkt dran. Komm mal trotzdem direkt über die Genderin. Nee, also darüber muss man wirklich nicht schwätzen. Vielmals merci für alle. Schon nicht erwartet. Schon gut erwartet. Ich war so, keine Ahnung, ich war so, als ob sie Konkurrenz gegen uns schreiben. Wir sind da nicht. Das ist einfach kein Konkurrenz. Ganz am Anfang am Anfang war so bei mir. Am ganz am Anfang war ich so, okay, der Tisch hat gerade so Titelseite vom Teleekran, okay. Und dann war ich auch so, nee, am Anfang habe ich das so zu gesehen, das sind Together, weißt du, wir machen das ja alle gut so
aus dem Büde raus für Lützburger Kultur zu pushen. Ja, so, wir alle dasselbe Ziel. Egal, ob es an der Musik oder bei unserem Podcast oder an Film oder was auch immer ist, wir sind nur für Lützburg zu repräsentieren und Entwürfen zu bringen. Ich probiere gerade Ich erkläre noch für was dazu, weil ich hoffe neuerdings seit 1-2 Monaten und ich kriege einfach mit, wie ein krass Minorität Lützeburg oder Lützeburger oder als Lützeburger Spruch ist. Das ist ridikül. Ich kenne mittlerweile Lützeburger, die so ein, also die sind heute abgewusst. Was schaffst du dann? Ich arbeite heute an einer Startup an der Stadt, die gegen Lebensmittelverschwendung gehen, also eine App, ein bisschen wie Too Good To Go, ja. So heute zu Lützeburg machen. Und da eben am Business Development. Und da sind effektiv Lützeburger, die an der Wohnliste gegangen sind oder keine Ahnung, war International School oder Europaschule, die sind seit immer hier abgewusst. Und die hatten noch nie Lützeburg hören, die verstehen kein Wort Lützeburgisch, die wussten nicht, dass es, also die kann echt der, okay? Ja. Wie viel der Rest wussten die nicht, dass es eine Lützeburgische Kultur gibt. Das ist so krass, sogar Lützeburg selber, also sogar Lützeburger selber ist ein Bubble am Land. So. Und du, wo ich dazu erfahren habe, war ich so, okay, nee, ich muss wirklich mein Mindset ändern. So, das Go Sissy. Und weißt du, so, nicht verreden. Also wirklich, also Lützeburger Kultur. So. Ich fand es auch nicht gut, also ich fand die Erstellung auch nicht gut. Weißt du, du findest mich auch gut durch, so, ja, natürlich gehst du hin, also du denkst nicht zweimal drüber, nur das wirklich. Chef, gibt es einfach wieder, nee, ich komme nicht. Ja. Genau die Gegend. Ich habe halt keine Braderie mit Mengen Nummer. Hat er schon Leute die Idee gesucht? Außer der Büttel, sorry. Nee, den wird noch nicht gesehen. Der Büttel kriegt beim Merch. Wirklich? Ja. Cool. Mein hat eine Nussallergie. Dafür hätten sie dann dem Gautier gehen. Das was hieß das. Okay, guck mal, das nee, das ist witzig, das ist funny. Mein hat zu dem Gautier geschenkt. Ich war so, oh, merci. Du warst schon mehr nur drüber wie mir am Anfang. Wie hast du dann, also wie hast du hier dann erreicht? Krishmacht. Das ist eine mehr witzige Geschichte. Ich war so mit einer Freundin Krishmacht und dann hatte ich meinen Rucksack noch ein paar Merch dabei. Das ist ein Schokoladespotter für dem Sis-Englisch, genau. Und dann wir könnten die Battle do und ich war so, oh, am Anfang wird das ein dick guter Move. Ihm einfach zu gehen, ein bisschen drüber zu schwatzen. Und ich war ultra nervös. Ich war so, oh nee, es ist ja gerade nervös. So. Und dann so, ja, okay, schon bist du so. Und dann, und dann sind ich halt hingegangen und ich so, bitte. So, kann ich eine Frau stellen? So, ja, schon habe das ist ein komisch vor mir. Schon habe Schokoladespotter für meinen Podcast. Kann ich die schenken? Und so, ja, natürlich, ich habe eine Nussallergie. Aber im Moment, mein Mann, hi, hier will das. Das ist okay. Ja, das wäre dann, ich war mega froh. So. Ja, normal. Hey, ja. Süß. Das ist krass am Anfang, wie in Lützeburg so nur und die Leute kennt. Ja. Das ist mega krass. Wenn ich so bedenke, in anderen Ländern müssen die Leute mit Bodyguards und so weiter rum. Wir haben da auch Bodyguards, meint. Also spätestens seit letztem Samstag. Ja, geil. Oh, ja. Nicht cool, Leute. Nein, wirklich, also ich war... Tom hat mal näher geschossen. Nee, also ich will mal kein Wissen machen. Ich fand wirklich richtig traurig. Also ich war noch nie so enttäuscht aus dem Land. Und plus, ich war dem Moment, wo die Demo war ich an der Stadt, an der Stadt an der Tram, und ich wusste gar nicht, dass die Demo überhaupt ging stattfand. Ich war so, und dann ist der Tram stehen geblieben, und ich war so, hey, wieso geht sie nicht weiter? Und dann höre ich so Schuss. Und natürlich, das echt, was ich gedacht habe, war doch schon mehr krass als Terroranschlag Krishmacht, Lützeburgische Krishmacht. Ich war so, fuck, oh nee, Leute sterben. Und dann, wie mal, könnt auch so, ja, Demo, sie gerade als Zoo gemacht, wir kommen gerade nicht weiter. Ja, wie war Schuss? Wo sie da geschossen? Schon Schuss hören, so. Vielleicht so, ja, genau, wahrscheinlich knuppert und so weiter. Aber ich war wirklich so, aber bis von weitem, wo ich just Police gesehen, ich war so, fuck. Aber, ja, also, Gott sei Dank, kein Terrorausschlag, bitte. Also, weil das sind so Bilder, also ich habe halt schon so Werteller so gesehen. Das sind so Bilder, die geseiste aus Amerika, weißt du, wenn da Kapitol gestürmt wird oder Deutschland, Österreich.
Und ich war immer aber ein bisschen stolz, Loki, so, okay, heuer an meinem Lützeburg, zu Lützeburg, sind wir nicht gerade so niveaulos. Ja. Hallo, sind wir so niveaulos. Also, das ist so mein Wütig, ob das ganz tun. Auch von, also, es muss ich natürlich feststellen, dass sind anscheinend, und kennt lebt ja noch ganz viel Ausländer. Ich oft so, ich habe halt Kommentare so geguckt und dann stimmt so, ja, das waren alles die Ausländer. Ich so, ja, okay, da sind sie auch noch, lo vergleichen sie Corona-Regeln und Mesuren mit fucking Zweite Weltkrieg, sie verharmlosen den Holocaust und sie sind rassistisch. So. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das also, ich meine, du siehst auch, also die meisten Leute sind auch normal gewesen, die da sind. Ja. Das sind da einfach meine Spur, die einfach gerne so den Chaos machen. Und die dann einfach flott fanden. Ja. Und ich meine, das tut gut nicht mit dem ganzen zu dienen. Sie fanden das einfach cool. Ja. Sie nutzen einfach aus und dann gehen sie rein. Und plus, jeder kann sich maskieren, kaputt so und weiß kein, also Anonymität, also bald wie im Internet. Ja. Das heißt, die auf der Gölle Freistunde und die hat ja auch alle so Masken oder so, keine Ahnung. Das heißt, davon kannst du nicht raus, wenn das und die fühlen sich dann cool. Ja. Mir ist die richtig enttäuscht. Von aus dem Land. Ja. Bisschen Drama heute zu Lützeburg. Bisschen Drama. Oh Mann. Aber den Herr Büttel war anscheinend nicht daheim. Ja. War anscheinend schon 4 Runden als Koptiert gehen. Okay. Sein Mann war aber noch daheim, oder? Ja, zu Fernsehen. Der hat noch den Süßing Nuss. Was das ist? Ja, was das ist. Der war sehr low, entweder oder die die oh nee, das ist okay. Ja, am Anfang von der Teil raus könnte aus der Thema schon dick veraltet. Ja, das war egal. Wir brauchen noch nicht näher alleine. Ich wollte sagen, so, ich fand wirklich die Reaktion von Xavier Büttel extrem gut. Ja, nicht gut gemacht. Sein Statement war extrem gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, die nächste, weil das Woche, also Ludwig soll das rum sein. Ja, machst Blanche nicht. Ja. Er war gut gemeldet. Ja, das von da draußen das ist schon lange rüber, ja. Ich meine, gehen so 2 Möglichkeiten. Entweder war das lo und hoffen, dass es nicht da ist, so ein Element Déclencheur und geht lo immer mehr schlimm. Nee, weil lo kommen so viele Polizei, lo geschieht gar nicht, Menge Meinung. Ich hoffe noch, dass es so ist. Sagt schon Samstag sollen du sind, so, keine Ahnung. Ja, wir sind überrumpelt. Ja. Wenn du selbst nie erleben, dann sind sie überfordert. Als letzte Polizisten, die sind nicht gewinnt. Schau da! Die sind nicht gewinnt mit Hooligans im Zuge. Die kennen just den Koch-Case. Hey, die sind gut. Sie gut. Merci und Police. Ja, ich fand noch. Was? Was müsst du am Anfang? Das ist auch ein Podcast oder was? Ja, genau. Ja, wirklich? Ja, ich meine, das ist so mein Hobby. So. Ich weiß nicht. Die wirst so Konkurrenz und so. Nee, schon geguckt, am Anfang hat man wirklich noch nicht viel Gastnamen gelöscht. Den Scooby? Ja. Aber wen noch? Ja. Ja, na sehr, 3 Stück. 3. Ja, stimmt. Das heißt, als dem... Und abs, was ich nicht wusste, ist schon letzte Woche nicht Debbie interviewt. Und dann habe ich richtig gesehen, das hat auch bei ihr schon was... Nee, ich meine... Beim Jeremy hat ich doch extra aufgepasst, dass ich... Also schon wirklich noch geguckt und extra aufgepasst, dass du ahnst, dass man mit dieser Frohe stellen und so weiter. Hast du die 2 geguckt? Nee, das ist auch eine Sache. Ich weiß noch, während dem Podcast, den ich beim Jeremy abgeholt habe, mir, keine Ahnung, ich spreche, wenn es zu lang geht, spreche ich immer ein bisschen so, also ein bisschen over und dann so, okay, du könnt die Last froh. Aber da sollte so, wie die Last froh. Ja, also, ja, hey, dann mich schwätze noch weiter, mit denen voll schlagen 2, aber nicht so. Nee. So. Das war doch so, mir war so, okay. Du hast es nicht gemacht. Nee, schon nicht gemacht, weil... Ich bin mehr flexibel. Ja, der Grund, wieso ich nicht gemacht habe, ist, weil die es auch gemacht hat. Und dann tue ich recht nur raus, und dann war ich so, okay, nee, ich kann nicht einfach 1 zu 1 kopieren. Das ist ein bisschen... Ja, ich sterbe. Ja. Alles gut. Das trotzdem... Genau, aber das ist trotzdem ein cool Falsch gewesen. Was war dein Lieblingsgast? Mein Lieblingsgast. Nee, von ihm. Oh, das ist ein Frau, die steht auf die Stahlkrähen. Ich meine, das war tatsächlich Diana de Groot. Cool. Hat das so ein Queen. Ja, Madet hat das, die wusste das keine Lehre. Hat das wirklich so cool. Und plus, das ist die erste Kehr, wo ich so gesehen habe, das war, wo ich die falsche Motive abgeholt habe.
Und hat das einfach, auch, was hat er das möchte, so, hat das einfach so viel, hat das eine Frau, hat das schwarz. Und hat kriegt so viel Hate, genau du wennst. Wirklich? Und das ist ja in der Politik aktiv. Ja, von wem kriegt das Hate? Von alle weiß es Cis-Männer. Genau. Und ich bewundere nicht. Was ist das denn? Was ist das? Nee, so fertig schon. Okay. Aber, und ich bewundere nicht mehr krass, wie hat man den mit allem umgeht, weil hat wirklich viel und plus hat das bei der DP, der Tisch, das die ganze ADR-Leute also mit 100 sich mehr gehen sich und wir gehen, das ist auch Fun Fact, wir werden nur zusammen wohnen. Ja, zu Berlin, ja. Shoutout. Ja, genau. Was sind die Cis-Männer? Weiß Cis-Männer. Ja, Tom, erklär mal, du hast hier Wort an Ton geheilt. Frei und Menge eigener Definition verbessern mich, wenn nicht falsch ist. Ich meine, dass Cis also einfach, wenn er sich zu seinem eigenen Geschlecht also zugehörig fühlt. Also als etwas zu geboren bist. Genau, ja, genau. So gemeint. Genau. Ich bin und du. Ja. Okay. Ja. Durch. Ja. Okay. Ja. 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 Und du warst als solch geboren. Ja. Genau. Mehr. Ich weiß noch, ich war bei der Frauen-Demo zu den 8. März zu Berlin. Und da gibt auch auf der Demo waren so viele Leute. So viele Leute. Ah, heuer am Land. Nee, zu Berlin. Zu Berlin. Und das wäre krass gewesen, weil es wirklich die ganze Zeit strikt gesagt so, sollen und dürfen kein Cis-Männer auf der Demo sind. Und wenn sie so Hilfe wollen, dann können sie spenden. Man sieht nicht auf der Demo. Und ich war halt so und ich so rundherum geguckt so, und ich geguckt. Was sei ein Cis-Mann? Und dann kann ich schon mal Schluss gehen? Und dann so gehen, und sie waren halt so, okay. Kann mir das erwarten? Nee? Ja, ich meine, an dem Fall war es halt so, ja, wenn der Hilfe will, dann spendet mir das halt los da ist das machen. Okay. So, ich meine, We got this, mate. Wie war du nach dem Datum von der Demo? 8. März, das Frauentag. Ah, okay, pardon. Arschloch, kennst du den? Also, ja, 8. März. Ja, natürlich. Ja. Du wusstest das ja. Ja, das ist, ja. 8. März. Nee. Wenn ich mich irre, dann kennst du mich, wenn ich Nein. Ja, ich meine, doch, das ist 8. März. Kriegt hat hier am Land viel Hate. Oder Internationaler Frauentag, pardon. Ja, das ist richtig gut. Diana? Ja. Ja, das ist ja eine Politikerin. Ja. Also ja, für den Menge Prozent von der ja. Ja. Wie war auf Social Media oder bei Social was? Media, Okay. kannst du sogar E-Mailen. Weil ich so naiv, aber ich hoffe so krass an diesem kleinen Land, dass wir die irgendwann kriegen, eben genau die Probleme nicht mehr so, weißt du, dass wir, weil ich manchmal denke, weißt du, wir sind so ein ultra entwickelt Land, ultra kleines Land, wenn so Sachen wie Rassismus, Sexismus und all andere große systematische gesellschaftliche Probleme kann lesen, dann heu, also bis ich meine, weil es so überschaubar ist. An der Theorie schon. Voilà. Das ist auch so die Sache mit Rassismus. Sie dreht sich immer so, ja, zu Lützeburg, wir so viele Ausländer hier, aber 48% und trotzdem gibt nicht so viele Rassisten hier. Und das ist mega krass. Also, und das realisierst du recht, wenn du eigentlich aus Lützeburg rausgegangen bist und da rum kannst, weil da merkst du so, okay, das ist viel mehr da, wie ihr meint, ja. Ich spüre an Menge Dingen aus Anfang nicht viel Rassismus als Lützeburg. Ich spüre, weil das voll spürt. Also du merkst nicht. Ich merke ja. Ich merke auch wirklich eine Menge Entourage. Kein also ich merke also, Anfang nicht ich meine das aber auch so, denn, weißt du, so, du bist nicht schwarz. Ja, das ist da. Du bist, ich weiß nicht, du bist Lützebäuer. Genau, weißt du, so. Ja. Wer will dir Rassismus spüren? Ja, du willst so nicht. Also spüren, dass das falsch wäre, echt dann merken. Oder ja, genau, gesehen, voilà. ja. Aber das ist auch eine Sache, merken ich auch ziemlich oft, da sind zum Beispiel, es sind meine beiden Ältere sind Brasilianer und ich sind aber weiß, das heißt, ich so nicht mehr als die Lützebäuerin, so, weil ich sind schon der lützebische Pass und so weiter. Aber wenn ich da so in der Brasilianerin bin, dann ist schon noch Glück, weil Brasilien als ein Land, das geht oder go ziemlich langsam, also als
positiv gesehen, Cool. so Samba, Fußball, Party. Ronaldinho. Ja, Ronaldinho, das war man Neymar, oder whatever, weißt du, wenn du zum Beispiel Land hörst, wie, keine Ahnung, Syrien. Was verbindest du damit so? Krieg, Flüchtlinge, und so weiter. Das ist direkt auch Armut und so weiter, das ist direkt so ein Negativbild. Ich kriege am Anfang ist das so positiver Rassismus, den ich dann spüre, kriegen, wenn sie da so, Samba, kannst du doch tanzen? Also, das ist noch mal ein bisschen weird und awkward. Jetzt musst du für mich ältere Leute, ich will noch nicht Bass, weißt du, ich kann mir aber vorstellen, dass dann andere Leute schon ein bisschen persönlich kommen. Das ist halt, ja, also, du hast absolut recht. Du beim positiven Rassismus nennen ich das einfach mal. Für dich zu zitieren. Du hast halt froh, dass du nicht Base gemacht hast. Das ist dann einfach entweder für Small, also ich meine, ich meine dann auch nicht das, aber für Smalltalk zu machen oder weißt du, für so, keine Ahnung, für so ein bisschen zu gaxen. Ja, aber ich meine das auch so bei ganz vielen Sachen. Zum Beispiel, das ist auch so, wir hatten auf der Arbeit schon mal so ein bisschen drüber geschwatzt, so über Sexismus, so, dass, wenn ich zum Beispiel also sexistisch, wenn ein Mann einer Frau die abhält. Gut, Frau. Also das ist halt die Sache, dass wer nicht abhält. Wenn der Mann nicht so verkauft, dass es so als die Frau kriegt dir nicht ab, weil das war obviously so. Mit das ist okay. Das kommt die Sache, ne? So, das möchte man von keinem. Weißt du, so, wenn ich nicht mehr mit dir abhält, dann ja, merci so. Also ich habe eine Freundin dir, also ich weiß, hat kann dir abmachen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Die auch so schwer. Ja. Wie das halt die Sache von wen nicht drüber bringen, dann was Intentionen du hast in Liste, ob du einfach so das für so von Hand den Hörner zu gucken. Genau, weißt du, zum Beispiel so. Genau da lässt sich halt so den ganzen Rassismus also weiter ein bisschen widerspiegeln. Wenn du jetzt so meinst oder anders meinst, dann ist das schwer, aber. Das ist ultra schwer, das ist mega schwer. Ich meine, bei der dir abhalten, also aber kein, den du einen falschen Handergedanken nicht, oder? Das gibt bestimmt pur. Ja, ein von 1000. Ich weiß nicht, das ist halt die Sache, ne? Aber ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe nicht verrenkt, ja. Also prinzipiell. Genau, das ist auch die Sache, weißt du? Ja, voilà. Die Frage kann doch ein Mann dir abhalten. Ja, so. Ja. Aber das ist immer so die ganz slightly. Stell dir vor, du hältst ein Tier, aber so, kannst du eine Frage, dann hast du so. I got this. Also, ich habe eine Frage abgeschrieben, die passt ein bisschen an den Kontext, halt, wo man so über zu Sachen Rassismus, Sexismus vor allem Land schwätzen. War das für dich Lützeburg? Und auch für dich, an Limit auch für hier. Also, war das Lützeburg? Also für mich zum Beispiel. Ja, das ist gut. So. Gerade eben, weil ich das vierte so mit der Lützeburger Büll an der wir leben, sind ich froh, nicht mich da dann verloren. Was ist das von Lützeburg so? Also ich fand Lützeburg, das ist ein mega gut froh mit dem, wie sie mir so. Ich sehe noch eins so. Allen, was sind ich überhaupt? So, ich sind ich Brasilianerin, sind ich Lützebäuerin, sind ich Europäerin, so ein Joch halt so oft. Okay. Heinst du oft? Heinst du oft, ja, genau. It's a slang. Nee, und das mit Lützeburg, keine Ahnung, ich fand Lützeburg ist für mich so wirklich, das was Lützeburg schon in anderen Ländern noch steht, aus die ganzen Multikulti. Also das schon allein, dass mir bald 50% Ausländer haben, dass das wirklich als Gesellschaft ausmischt. Und ja, und ich meine, schon allein, dass wir so viele Sprachen können schwätzen, das ist so einzigartig und bringt uns auch mega viel. Und ich fand das einfach ultra einzigartig. Ja, gesagt, ja. Und ich meine, das mischt also ein bisschen aus, dass man so... Auch, just weil man klein sehen, heißt das nicht, dass man nicht so stark ist. Also. Ich fand die cool zu sehen, entfernen du? Ich fand cool. Ja, das ist mega selten noch. Ja, weil es so selten ist. Weil etwas, was selten ist, ist mehr wertvoll. Das ist so, wie wenn du ihn aus Liechtenstein triffst. So. Ja. Spider-Memes.
Da mal gesprochen, das ist auch ein guter Punkt. Da hat mir ein Jolo, weißt du, so an der Arbeitswelt, so, dick viele Leute können just Französisch, dick viele Leute können just Englisch, dick viele Leute können just Deutsch, ne, das ist das Alte, mehr können einfach alles. Auch von der Kernung, du gehst, ich weiß nicht, wo die am Ausland studiert? Ja, München zum Beispiel, du gehst hin und da siehst du hin, ja, ich kann 4 Sprachen. Ja, du hast extra, ja. Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch, ich kann sehr gut Deutsch. Und noch, keine Ahnung, nicht noch, war der mega Fehler, dass du mit den Sprachen noch in anderen Ländern. Ja, du. Das mit den Sprachen in allen Land dann also viele Länder schaffen kann. Oder auch zum Beispiel. Ja, das war. Ich krieg schon so Jobaufrufen zu Berlin für so Französisch. Nee, nicht Dolmetscher, aber so zum Beispiel das war in dem Fall eine große Firma, sie haben ihre Sitz zu Berlin, aber sie wollen gerade eine Sitz auf Frankreich abmachen und dafür haben sie dann in die Französisch schwätzen. Zum Beispiel so. Und das ist mega geil, weil du warst so, yeah, I'm so international. Das war, also, das ist wirklich ein ultra fette Plus an. Dazu nicht sehen, den Lo probiert nicht besser im Französischen zu gehen. Also, ich weiß, oui. Nee, nicht mehr. Das ist nicht das Problem. Also bei den Leuten, die schon nie ultra froh im Französisch waren, die gehen dann auch oft in Deutschland studieren, ja. Weißt du, so. Oder vice versa, Leute, die nicht gerne Deutsch schwätzen, gehen dann in Frankreich studieren. Also, für den Problem, also aus dem Weg zu gehen, und es dann nicht so blöd zu gehen. Ja, du kannst egal, welche konfrontiert du machst. Ja. So, voilà. Ich habe auch mein initial Plan war, weil wo ich mein Premier gemacht habe, war ich so, weil ich schon Deutsch aufgewählt, weil ich mal sicher war, ich gehe bestimmt, keine Ahnung, an Belgien oder Kanada, Paris. Und zum Schluss sind ich aber auf Berlin gegangen. Und da war ich so, okay, ich werde meinen Bachelor zu Berlin machen und dann gehe ich 2 Jahre in Paris oder Frankreich, wie das dann Französisch lernen so, und das nicht geschieht. Ja. Wie ist es dann zu Berlin? Oh, das I love it. Ich vermisse Berlin. Ja, ja, ich vermisse Berlin, mega. Das so, was sind die Klischeen, die dir von Berlin hat? Mauer. Links. Okay. Noch abs? So dir? Drogen. Was? Techno, Drogen. Westen, Osten? Ja, Mauer. Okay. Das ist alles richtig. Ja, genau. Berlin ist die auch international davon, ne? Ja, mega. Bergheim, genau. Weißt du noch, oh, das ist eine kleine Geschichte. Wir haben eigentlich zu München, für mich München Summe gelebt. Da haben wir über den Bergheim, irgendein Kollege hat uns davon erzählt, und es gibt so einen Simulator online, wo ihr so kann tasten, ob ihr hier rankommt. Und wir haben das Summe gespielt. Sind Sie da rankommen? Nein, das ist immer schwer. Nie. Ich habe es nur probiert. Wir sind nie rankommen. Ja, das ist auch... Das ist auch schwer, das ist mehr schwer ranzukommen. Und du musst, es sind noch nie, schon ein Jahr mein Leben probiert ranzugehen, schon 3 Stunden gewartet, sie nicht rankommen und dann war ich so, fuck it. Und Sache ist zum Mal zu Hause, no Corona oder, ja, es lag während Corona, am Sommer zum Beispiel für den Bergheim seine Lehrerin abgemacht und die Leute 5 Stunden gewartet, am Reden. 4 dran. Aber das wirklich, es soll wirklich... Das ist so geil, ja? Es soll der Beste, weil das ist auf jeden Fall, wenn ich nicht irre, sorry, und all meine DJ-Kollegen, das ist eigentlich die beste Annahme an Europa. Okay, ja. Besser wie am Club. I'm to the club. Also DJ Nossi lädt nicht mehr am Club, oder? Ja. Nee, das ist auch Musik, ne? Es sind noch bekannt DJs, also Techno-DJs, aber okay. Disco-Jockeys. Wow. DJ ist Disco-Jockey. Nee. Das Disc-Jockey ist geil. Ja, okay. Ich weiß, was MC ist. Mike Controller. Ich meine, das Master of the Church. Kannst du das noch gucken? Das ist nicht Master of the Church, weil es sind immer... Ja, weil es sind Demos, sondern Gospel-Dinger waren immer so... Reliés. Ich meine, ich kann vom Gospel mehr... MC-Abkürzung. Vom Sinn. Master of Ceremonies. Oh, also Wahl, ja. Okay, we take it. Ja, ich meine, das könnte vom Gospel-Demos wie zusammen, also mega... Naja, du hast gelernt. Ja. Ich weiß gut, auf welche Kamera ich gucke, so, by the way. Do generell, wenn du wirklich willst, einen adressieren, in diesen, so. Okay.
Könnt noch. Luca Bruce. Komm mal, ja, also, ich schwätze nicht schon so wie wir. Komm mal zurück. Komm mal zurück auf die eigentliche Frage. Wie sind wir? Nee, das sind wir Berlin, gell? Ja, Berlin. Was das Das muss noch eine Antwort fragen. Wie sind wir? Ich fand das schwer. Wie sind wir? Was ist Lützeburg? Ah, Lützeburg. Was ist das? Ich fand, ganz ehrlich, wir haben nicht wirklich so ein Ding, wir können richtig erste, was man so guck, wir sollen immer Bohnen schluppern. Geil, und am Anfang, das ist aber nicht so. Das ist aber nicht so wirklich. Aber andererseits kann ich das von allem so, weil zum Beispiel, wenn du so siehst, so, keine Ahnung, Dumplings, weißt du so. Ja. Du hast in Japan hast du Dumplings, du hast an China, du hast keine Ahnung, weißt du so, du hast in Polen, du hast es, weißt du, an jedem sieht er so, ah ja, sie kommen von, auch Tortellini, weißt du so, das ist am Anfang alles dasselbe. Aber mir nicht Gutes, das ist nicht so geil. Vorbei. Wie warst du? Was hast du da gerne? Grand Prix Kischelchen? Ja, Grand Prix Kischelchen und Krösch macht, die sind wirklich gut. Ja, Grand Prix Kischelchen. Mais sonst? Ja, Carcase, weißt du so. Das ist auch so, wie war Scheiße. Wow, look at DMs. Lügst der Deal-Creme, oder nicht? Nee. Ich will dicker wissen, nein, am Punkt wirst du noch nicht richtig den Antwort geben. Du sollst wissen, war das für ihr Lützeburg? Also, weißt du so, war das einfach so an einem Satz, an einem Wort für ihr Lützeburg? Was für mich als Lützeburg effektiv multinational, also Multikulti oder so International Hotspot mitten am Kern von Europa. So, am Klang, reich, verwindet. Banken, ja. Aber wir mussten das neu erfahren. Das ist ein fucking Bubble. Wir mussten das fucking neu erfahren. Wir sind noch ein Bubble, ja. Wir mussten das so neu erfahren. Wir hatten also Stuhl, wir hatten das Banken und Luma gleich gar nicht mehr. Also, du könnt Krypto, Fleisch, du hast schon Portugal, 4 weiter. An Europa. I wouldn't know. Du weißt das? Nee, ich weiß nicht. Nee, also, Lützeburg braucht ganz sehr eine neue Industrie. Podcast. Wir stammen ganz Ökonomie. Wir wollten heuer... Ja, wir starten etwas Großes. Europa war ich Nummer 1 im Podcast. Aber ja, mit Berlin, genau. Was so, weil nicht so ein Joch, ich meine, das zitieren ich von einem anderen Podcast von Gemischtes Hack, ich weiß nicht, ob das da raus ist. Aber du sollten Felix Ultrapartner. Ja, okay. Da sollten Tommy ein so, ja, Berlin als genre der Klischee für sich selber. Weil du gehst hin und das genau so, wie du das vorgestaltet hast, weißt du, das so Hipster, International, krasse Outfits, Techno, Drogen, Clubs, Geschichte natürlich, ne, weil das aber viel Geschichte ja. Und ich fand natürlich so sein Charme, wenn ihn sich da rangeseit. Das ist auch witzig, weil die zu München studiert. Es sind, wenn es zu Berlin war, die meisten Renten immer krass über München. Ich war Randy war München. So Münchner, so Münchner sind Snob. Wirklich? Ich war Münchner sind Snob. Okay. Sie sind noch einfach Snob. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Da war, auf jeden Fall war ich da so, ja, also, keine Ahnung, jeder rennt immer über München, hey, komm, ich gehe nicht hin, ich gehe nicht verkaufen, sondern ich gucke mal einfach mal ich schätze mit den Leuten, mit den Locals und so. Und dann sind die Liedergang einfach genauso so schrecklich, wie ihr redet, beschrieben. Nee, also nicht Stadt ist wunderschön, das ist wirklich schön. Aber die Leute, erstens, sie waren so, also zum Beispiel, wir waren so dick viele Leute so getroffen, so an den Bars und so weiter. Sie sind nicht so open. Nee, sie sind nicht open, aber sie machen noch den Gag, zum Beispiel waren sie so, ja, das bestimmt Tattoos, das bestimmt links und so. Und dann ist so, alle, das ist ein fucking Problem, so, warum ist das ein Tattoo und so. Ja, oder auch so, ja, die Hipster, Techno-Leute, so, ich so, alle, das sind nicht so bei euch. Mir schon zu Berlin, also sie waren wirklich nicht cool. Okay, so. Also wirklich war hier vielleicht ja, ultra, also bestätigen. Ja, und da war ich so, okay, München, das sind nicht. Sind nicht alle so. Natürlich nicht. Nee. Dass du ein anderes Profil bist für Mensch. Kay gibt zu dir so, aber du links der Hipster. Zu mir? Ja. Weißt du das? Nee. Ja. Nee. Voilà. Ja. Dementsprechend, also können wir das schlecht sagen, oder was? Ja. Aber ich fand schon, Münchner, so erste Hund, sind tendenziell ein bisschen überheblich.
du zum Beispiel auch dann auf Berlin geht für mir gar nicht passen oder so. Du gehst also nicht zu Berlin gesehen. Weißt du, Berlin hat nicht im Zentrum, weißt du, Berlin hat all seine Inselbezirke, das heißt, alle Bezirke hat sein Zentrum und alle Bezirke hat seinen Charakter und nicht gesagt, du weißt nicht, wo die Grenzen sind, aber du weißt, dass du gerade in einem anderen Bezirk bist. Zum Beispiel Kreuzberg hast du den Hippen-Viertel, wo ganz viel gentrifiziert wird. Du siehst, Gentrifizierung ist von die Leute, die ursprünglich da gewohnt haben, rausplündern müssen, weil alles aufgekauft wird von zum Beispiel Lützebusche Firmen oder so. Ja, genau. Und das ist ein bisschen mies, die Leute, die halt so Ur-Berliner sind und so weiter, dass auch noch mehr viel bezahlen muss, für dort zu wohnen und immer rausplündern müssen und so. Und das ist am Anfang so der Viertel, wo halt dick viel los ist und so weiter. Und dann hörst du immer so, jeder hat immer sein Lieblingsviertel. Du hast zum Beispiel Friedrichshain, das ist dann eine Mischung, aber du hast Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Neukölln, genau. Was ist dein Liebling? Was ist dein Lieblingsviertel? Kennst du Felix, wenn du? Ja, hinterst du. Aber das war eigentlich so ein bisschen der roughe Viertel, Melo mittlerweile ist das auch ein bisschen hipki, aber du hast einfach auch die ganzen Türken und Araber-Community, du gehst auch durch rundherum und du sollst die geil arabisch Restaurant und überall Baklava und so weiter, das ist mega geil. Aber dann ist zum Beispiel auch Prenzlauer Berg, das ist dann echt so, kann ich ein bisschen mit Wien vergleichen. Ich fand extrem sowas wie Wien. Du hast klischeehaft die ganz Älteren, die da wohnen, so. Mit ihren Kanner, mit ihren kleinen Hipster. Ja, genau, Neureich, wie die Gring, so, weißt du. Und dann hast du natürlich auch so Charlottenburg, was so ein bisschen wie Snobbers ist, so in dem Sinn. Ja. Genau, das ist am Anfang für, du findest dich immer, weißt du, du findest dich immer. Wo wohnst du? Können wir roden. Was ist das schon mal? Kreuzberg. Kreuzberg? Ja. Katsching, richtig. Easy Anfang. Genau, ja. Ja, das passt. Ja, kommt bestimmt ein bisschen, dann weiß ich nicht. Dann hören wir den Podcast so. Ja, dann hören wir den Podcast so, ja. Und Diana wohnt ja auch da. Das ist ja easy. Ja, easy. Hast du denkst, bis Leute mal zu Lützeburg abgeholt oder auch du schon? Tankt von auf. Schon ganz viel zu Berlin abgeholt, weil so viele coole Leute, also coole Lützeburger zu Berlin sind, so. Inklusive ich, ich meine, okay. Am Anfang mach ich nicht egal. So, ganz viel falsche Dope geholt. Und ich will dann noch ein paar Dope abholen. Aber ja, Polen auch so digital gemacht. Oh, schrecklich. Das ist nicht so cool, gell? Das ist cool. Ja, das hat man auch schon ein paar Mal gefreut, kriegt man. Das ist cool. Nee. Auch mehr ausstreuen, mehr Material. Also. Da gibt man so den Laptop am Zoom da hinstellen. Ja, so. Ja, nee, das geht gar nicht. So. Kann ich noch ganz kurz sagen, Anna, froh, was du vorher zugeschwart hast, nämlich Gentrifizierung, war am weitesten Kontext, nämlich hier im Land Wohnpreise, Mietpreise. Ich merke, darüber schwätzen, weil wir sind alle drei jung, ich weiß noch, jedenfalls will ich zurück auf Lützeburg kommen, aber so ich, also, war das ja. Also, ich weiß nicht. Weil ich bin eben noch nicht Hall, oder wohne bei meinen Eltern, weil einfach schweineteuer ist. Weil du hast doch auch Krypto investiert. Ja, okay. Mehr aber. Und Tendenz ist ja steigend. Also, das ist nicht wie wenn wir irgendwie so einen Deckel erreicht hätten. Ich wollte dich einfach mal fragen, machst du auch lang Gedanken, dass ich nicht ein Ähnchen habe, oder wie ist das? Wir machen ein WG einfach. Das ist ein WG? Weißt du, was ich will mal noch kein WG-Gesetz heute zu Lützeburg. Man, du viel Grauzone. Ja, muss man da ausnutzen. Muss man ausnutzen. Nee, guck, was ich am besten fand, zum Beispiel bei Lützeburger, sie haben alle, keine Ahnung, Bomien und Bopen, die alle mega fett Häuser haben. Ja. Und dann, wenn du siehst, wenn die sterben, dann... Dann irren wir. Ja, genau. Leute irren, zum Beispiel die dann riesig Häuser irren, da kann einfach ein mega fett WG da machen. Das ist so dick fett Studenten-WG oder so. Das wäre mega cool. Aber du irrst das ja nicht. Ich nicht. Ja. Aber andere Leute... Eltern kriegen das ja. Ja, oder... Aber vielleicht kann ich so ein Deal mit den Eltern machen, so, weil was machen die Eltern mit dem Haus, wenn sie schon ein Haus haben? Ja, nach ein Haus. Nach ein Haus, Sogar, weißt du, genre mit meinen Großeltern 3 Kinder, das Haus wird da gedeelt. Ja, da musst du noch immer, ob man ein Drittel bezahlen oder 2 Drittel, oder je nachdem. Also, vielleicht muss er so negociieren, was so, jo, schon eine gute Idee.
dir nicht. Die wäre es gut, mehr so an der Taxi. Ja, genau. An der Taxi, das wäre schwer. Stimmt. Ich meine effektiv, das ist noch nicht evident, dass all die Fetthäuser, die effektiv durchstehen, zu geile WG umgewandelt sind. Also weißt du, so der Schritt, dass das geschieht, als schwer umsetzbar. Ja, Leute. ich meine auch. Und dementsprechend für die Stinglesung. Du musst, wir müssen heute gut zu machen. Also, da geht das. Okay, das ist Lesung. Ja, das Okay, Lesung. also, Fundraiser. OnlyFans, Ja, genau. die heute falsch OnlyFans. da veröffentlicht. Behind the scenes, nimm noch OnlyFans. Ja, Oh Mann, okay, das ist dir doch kein Gedanken dazu. Mit das einfach so. Kannst Was nicht willst, machen. genau, was willst du als Hi, Wien. Individuum Ich will machen? Wien kopieren zu Lützburg. Ich will, dass man einen Mietdeckel kriegen wie zu Wien. Wien Ja, ist das- genial. Hallo? Das ist die Lesung. Dann doch eine Geschichte zu Berlin gibt der Mietdeckel der Mietdeckelgesetz gestimmt und dann müsste also bei uns war zum Beispiel so, dass mir 100 Euro Mann bis bezahlen war so yeah mega geil und dann so ich meine 3 Main Drop ich bin 4 Main Drop oder so ich weiß nicht von mir 4 Main lang 100 Euro Mann bezahlt tun drum gekippt Gesetz gekippt der heißt jeder muss die suchen Ja, nach bitte. Trick bezahlen so. Schwer. Ja, hallo, und dann wo neu gestimmt gouf anscheinend also Majorität weil aber Mietdeckel und anscheinend wird das Ja, ja, aber natürlich. durchgesagt gehen Ja, durchgesagt genau und genau und schaffen das halt Ich meine nicht, dass das heute zuletzt kennt. Niemals. nee ich meine wir sind viel zu reich also Das schon, nervt ich meine mich wie viel zu auch. reich Leute die das kontrollieren Ja, okay. Genau die weil Leute, sie haben nicht Power, davon weil sie er kein nicht Mietdeckel- davon sie nicht davon wisst ihr Nee. was interessiert die Studenten so Ja, nee. Guck, das ist immer so. Okay. Tom, also immer so. Ah. Wie nennt ihr das so gut, Mensch? Nee, das kann ja nicht Lesung sein, einfach zu so, ja, das wird nicht so sein. Die Leute gehen immer mehr reich und viel mehr Leute gehen immer mehr arm. Ja. Langfristig ist das ja keine Lesung. Langfristig ist das... willst du nicht Politik gehen willst du nicht eine Partei gründen Nee. ein Mietdeckel Doch, du Partei musst. Ich will, dass die Leute, die nur in der Politik sind, alles machen. ja Wirklich. Nee. das ist schwer Lebensform. Ding Lützeburgisch wie ob das Ja. ganz, das ist die erste Giorgetti holt und all die Leute, die reich sind. Ja. Natürlich sind die keine andere drin. Natürlich für den Bäcker keine andere drin für das mehr soziale gerecht ist. Mit das ist ja keine Lesung für als Gesellschaft. Ja, das kann ich nicht. Mit mir können nicht machen. Nee, doch, ich kann nur heimisch abbrechen. Ja. Nee, du hast recht. Aber ich meine, was wir machen können, als wenn Wahlen sind, können wir die Leute abklären. Natürlich, wir gucken als Wahlprogramme an, genau. Und dann gucken wir, okay, welche Partei will wirklich etwas dagegen machen. Und dann so mal die Leute. Genau. Mit das auch immer so, jeder sieht, wir machen das. Sondern nur Die Partei, die also mich so geht. Ja, das ist effektiv den Auftrag von Journalismus oder Medien generell. Siehst du als Journalistin? Ich sehe mich als Entertainer. Nein, ich sehe mich als gar nicht. ehrlich gesagt. Nein, nicht als Ich Journalistin. sehe mich als Moderator. Also so, echter Moderator. Ja. Okay, ja. So à la Markus Lanz. Ah ja. Russland. Einer sagt, ich cool. Genau. Einer ist gut. Weil ich los ein Podcast Als Podcaster einfach. Das Ich meine, als Podcaster. Ja, ich meine, das Ja. gehört ein bisschen zum Radio. Also, Ja, da also, sehen wir ist das die neue Radio. Version. Ja. Und du das? Natürlich nicht. Ich Klar, fand, weil natürlich Sarahs Journalist, das wurde das nicht geschützt, das ist so wie Philosoph. Jeder kann sich Philosoph nennen. Da ist meine Antwort. Ja. Ich sehe mich als Philosoph. Und halt so schreiben mich Leute und so, ja, du bist ja Journalist. Ich so, alle. Weißt du, die Leute, die studieren Journalismus, Ja, sie ja. können sich dann Journalisten an oder Leute, die keine Ahnung, beim Journal schaffen, weißt du. Nee, ich so nicht, dass ich Journalistin bin. Auch echte Entertainer und Moderatorin. Motivator. Ich gehe nicht gerne in so eine Fernsehsendung Life Coach. moderieren. Ja. Bei Größten, wie so cool, so ein So Jimmy Kimmel. Nee, so eine Dating-Show. Oh mein Gott, das ist so witzig. Proposiert. Zu Lützeburg. Oh, Ja, mach das. Ich will halt nicht spoilern, weil ich schon ein bisschen... Ja, kennt das. So, wir können es dann Ich sehen. habe schon ein Konzept entwickelt. Okay, cool. Ja. Mal der RTL zusammen. Nee, nicht RTL. Weil ich meine, in RTL komme ich nicht drin. Okay. Sie so... Von wem dann?
Also, ich will da mal pitchen. Okay, cool. Nee, das guckt kein, oder? Das ist die Sache. Sie wären offen. Kann denn das überhaupt gucken? Also, nee, das ist dann echt. Online so. Ich freue mich, wen das dann könnt machen, so, ob ihr dann als Video könnt machen, oder weil Fernsehen. Oder als Artikel an der Zeitung. Oder als Podcast auch, ne? So. Oder als Podcast. Nee, geh bei RTL. Ja, aber ich habe keine Connections. Doch, wen hat dich schon invitiert, du, ob den Live? Telekom. Ah, nee, Leute. Nee, Planet Ja, ja. People. Wen hast du invitiert? Du schreibst eine E-Mail. Ja. Ich muss so, es sind nicht zu Fan. Es sind nicht, Nee? nee, es sind nicht zu Fan. Auch ich war bei Planet People da und war. Ich muss so hin. Es war genauso Brasilianerin. So. Ich habe mega groß drauf reduziert. Ich war so, aber du kannst ja aber aus Brasilien so. Ja, aber ich bin dafür, wie wird der Podcast? Das ist schwarz. Wer war dein Host? Also, wer war denn? Martin, wie ich denn? Dan Spur. Der und da. Das war Dan. so. Und dann plus Oh, das ist aber gut. ja, aber am plus es war online so. Ja. Ich sitze daheim Ich so. war auch daheim, ja. Ja, deswegen. Ah, stimmt, es war Ja. auch die war. Ja, ich war du. Du Philipp bist war eh da. nerven, wenn es Corona. Ja, Genau. genau. Ich habe die Scheine geschickt. Und dann, Ah, ich glaub, du geschminkt dann. dann Ah, nice. Bei mir war. Am plus ich mit Leuten zusammen gesagt, was ich mal gedurcht tun. Mit wem dann? Wem? Mit der einer Influencerin war immer so. Mit seinen Robben. Ah, TikTok. Melodie. Melodie. Ja, Melodie Funk, genau. Hat und Miss Schau da. Lützeburg oder Miss Lützeburg oder so, keine Ahnung. Und ich war so. Also, sie wollte Und dann- drei Chicas, so eine Ja. Brasilianerin. Es war literally so geil. Und plus, und da waren sie so, ja, Juma, die Influencer von Lützeburg. Und ich so, aber das ist schon ein Podcast. Das ist mega witzig. Ja, das war schon. Also, es war halt gut Promo, Gut ne? für Weil. hier Quoten, also gut. Ja. Ja, I Oh. guess. Fast am Anfang stolz, wie du im Telegram warst. Ich war mega stolz. Ja. Der cool. Come on. Weil ich hatte so Pressemitteilungen rausgeschickt. Also eigentlich froh, die Leute mir oft stellen, so, ja, CAW, wie kannst du dazu, so, dass Leute Artikel nie wird. Genau, dass Leute die Artikel nie wird schreiben, geil. Und ich so, ja, ich muss einfach Pressemitteilungen rausschreiben. Also Kommuniqué de Presse. Mach mal, Mann. Was ist das? Egal. Kommuniqué einfach Ja, eine ja. E-Mail und dann Ja. Spur. Genau, aber das ist basically das. Und dann ist halt Press.lu eingelöscht von all die Interview, all die Reporterinnen und so weiter. Und die kannst dann auch schreiben, eine E-Mail schicken. Und dann gucken, dass sie eine Antwort. Weißt du, du schickst, sagst E-Mail und du kriegst 2 Antworten. Easy. Und die 2 Antworten sind dann schon Apps Cooles, weil dann holst du Apps, weil das gratis Promo ist. Ja, nee, war gut. Ja, schlechtsteuert, Ja. Leute. Ja. Schon noch eine ziemlich random und witzige Geschichte von heute Morgen. Ja. Ich war heute Morgen bei einem Zahndoktor. Und das ist so, normalerweise als Krankenhaus bei dem Zahndoktor gehst, da kriegst du immer so ein, keine Ahnung, eine kleine Spielsache, weil du brav warst. Und das, ja, oder, nee. Ja, und dann war ich so stumm bezahlt, so. Und dann krieg ich auch etwas. Und Aber- ich schon nicht mitgebracht. Und zwar? Ein Wow. Also, Shoutout an den Zahndoktor. Merci, Zahndoktor. Und ich wollte die doch heute abmachen. Okay, dann weiß man den Aufmachskills. Wenn du los siehst, wie ein Hecht, da kriegt ihr so viele neue Klienten. Ich Ja, meine, jeder redet. das ist wirklich, das ist schon mal ein Monopol zu Lützburg, gell? Geht all mit. Ja, kann. Also, du Shoutout kannst- an Dr. Becker, Associé. Schau jetzt. Das ist echt, du kannst du das nächste weisen. Ja. Genau. Da kriegst du nachher. Ja. Kriegst du gesponsert vom Dr. Becker. Ja, oh Kriegst Gott. du Session gratis, kriegst ins Hand gefleckt. 20%. Oh, mir das finde ich nicht viel super geil. Lo Konzentration heute. Ja, okay. Man ich ist gut, die Wunsch will- klebt. Nee, ich will das Material. Aber Lust zu flyen. Nee, wirklich? Das ist witzig. Nee, Ja. auch nicht, dass es gut geht, aber. Ja, aber da war wo muss ich sie auf die Zum Kamera? Tom und Gesicht. Ja, einfach andere Boys. Nee, da war, nee, ich meine, das hat du. Jetzt flieht sie Oh, sehr nee. nicht. Ja, ich meine noch nicht. Oh, komm. Du musst dich einfach so drehen. Oh, Ja, aber Okay, Oh, okay. wie witzig war das? Hallo. der war gut. Das war perfekt. Boah, so Chance, dass du kein Loot gekauft hast. Pardon, Roberto. Okay, oh, merci. Sorry, finde ich, könnte man auch Gläser kriegen. Wir nutzen alles versprochen. Mehr Culpa. Oh mein Gott. Weil Yes, so lange merci. voilà, so lang Leute das sind Merci. als Shoutout Roberto
Best Kaffee an der Stadt. Ja, das ist mal der Knopfholen. Kommt alle über Lounge, der 14 Rue Notre Dame. Ja, das ist echt kein Beschreiber. Ja, aber immer Stammklient. Oh, ja. Also die können zwar... Anscheinend wird gute Breakfast heute. Ja, Iva, Brunch. Brunch. Ja, also die könnt heute Sissi treffen, wenn ihr wollt. Nächste Woche. All da beim Brunch. All da beim Brunch. Okay, ich weiß noch nicht, wie viel... Man nicht viel für das sieht wirklich. Ja, genau. Jeder kriegt was. Geht doch in eine Bus. Ah ja, wir wollten noch ein Spiel spielen. Und zwar, wie ist das Spiel schon mal? Wer bin ich? Ob Lützeburg, also Lützeburger Prominenz. Wie sind das? Wie sind das? Wie der Kolberding so. Der wen? Der Kolb. War doch immer so alles so plötzlich gemacht. So was Du kriegst ein Steck. und dann gehen wir über die Dickwitzig. Ja, mit den Dickwitzig Tweets haben so, ja. Ja, wir mussten mal das zitieren. Mal so piepst du. Sonst gehen wir noch an nur einen Tom wird gecancelt. Nee, ich fand das gut. Nee, ich meine nicht. Und Tom kann ja auch keine Sache Sache so. Das in den Tundo ein Plan gemacht, ne? Ja, natürlich, ja. Ja, nur kann mir man nicht so gewonnen, ist das Spiel. Okay. Ja, das das Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Genau. Ah ja, Cheers. Ich meine, Ah, ja. ein bisschen mit. Ja. Ja. Schwarz weiter. Das heißt, jeder schreibt Prominenten ob Lützebäuer, also Lützebäuer Prominenten, das kann von Xavier Büttel bis alles, was die kennt sind. Ja. Okay. Und da geht ihn das dann vorbei, dann nur... No, Links also du wirst im einfach, Sissi mehr nicht. Wer labelt für Prominenz? Das ist einfach, wie jeder nicht kennt. Okay. Okay. Lunitz. Oh, das ist aber schon. Keine Ahnung. Okay. Nicht der Jumpy von der Wand. Okay. Mädchen, hol dich. Cheers. Keine Job von Schlicht. Junge noch. War dein Sauerei. Ja. Könnt ihr da hin als Nummer 1 Podcast, was nicht schadet will. Bringt sein Kompass mal. Maja. Wie kann ihn dann aufschreiben? Prost. Prost. Cheers. Ob als Fusion. Ja. Prost. Hi, Mädchen. Prost. Cheers. Mm. Okay. Oh, super, den Trump ist vom wow. Sandwich. Ja. Tipptopp. Okay. Ich gehe dir mal, geil? Ja. Okay. Okay. Ja. Nicht gucken, okay? Ah ja, pardon. Du gehst Simon. Ja. Okay. Soll nicht. Egal. Kann er so abspeeden, Hanno? Ja, ich meine, geil. Ja. Das ist schon gut. Wie kannst du? Frische Weh? Ja. Okay. Aber ist dein? Okay. Fang du an einfach. Okay, du willst just ja oder nee so, gell? Zu der Freund, mit Freund, ne? Ja. Sind nicht weiblich? Ja. Ja. Okay. Du darfst weiter, sind nicht weiblich. Sind nicht Social Media famous? Ja. Zu Lützeburg. Manch Musik? Nee. Okay. Meine nicht. Sie nicht jung, also sind männlich. Ja. Sind bekannt, ja. Ja. Sind Musik. Also Ja. manche Musik. Ja. Okay, easy. Also nein, nicht so. Okay. Okay. Allez. Sind man schon lange Musik? Ja. Okay. Wie lang? Sind okay. Sind jung? Nee. Nee. Sind nicht männlich? Nee. Ah. Okay, hatte schon einen Skandal? Bestimmt die ganze Zeit. Am Anfang? Ich weiß nicht. War am Anfang. Definier Skandal. Kein Riechchen mehr die ganze Zeit am Anfang. Du hast kein Boss. Du warst ein Skandal. Ich bin ein Skandal. Was war schon mal? Was weiblich oder männlich? Sind Skandal. Sind ich auf TikTok?
Ja. Sind ich bekannt auf TikTok? Ja. Und ich Kleider gern. Ich meine nicht. Also das nicht, das definiert ich nicht. Okay, ja. Nee. Nee. Okay. Sind boah, da sind ich älter, also nicht jung. Sind ich mehr wie 30 Jahre alt? Ja. Ja. Okay. Ja, boah, da geht da nicht viel. Leben ist noch. Ja. Da geht da wirklich nicht viel. Boah, ich meine, ich weiß schon. Das so. Sind ich Serge Tonner? Ja. Richtig. Gut. Ich bin mir noch weiter. Ja, ja. Okay, Sind ich weiblich? ja. Okay. Sind ich 31? Nee. Ich bin so schlecht an dem Spiel. Okay, ich bin auf TikTok, ich sehe Skandale. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Person kenne. Normaler, wenn es Social Media TikTok ist. Und Thomas nicht viel auf TikTok kennt die Person. Ja, genau. Also ich habe kein TikTok und ich weiß auch, wie die Person ist. Okay, Goff von der Person schon an den Nachrichten berichtet. Ich hoffe nicht. Tief nicht so. Nee. Nee, aber mir, ich bin über 30. Ja, geil. Ja. Du bist nicht geil. Ja, genau. Ich bin über 30. Ja. Ja? Ja. Man ist Kunst. Nee. Liebe. Man ist Kunst. Nee. Nee. Oh, Wert. Nee. Sind schon in der Politik? Ja. Ja. Sind ich Gesundheitsminister? Nee. Nee. Ah, Tanzen nicht auf TikTok. nee. Definiert mein Skandal. Was? Ein Allminister. Ein Allpolitikerin. Nee. Nee. Wie? Du sollst Politik an. Nee, Nicht so alt. 30 Jahre. Ah ja. War das? Denk für die Definition von Ja, alt. oder? Schon kein Plan, gell? Schon, Ich meine, du müsstest das aber kennen. Ja. Also, sicher, ich weiß es nicht. Geht man So mal einen Tipp geben. Ja. Bem. Beam. das war Ja. Das ist ein guter Tipp. Beam. Oh, kein Plan. Was war das? Keine Ahnung. Sind Spanisch. Ja. Nee. Peinlich? Das alles im Auge des Ja. Betrachters. Sind ich, über 15? Ja. Ja. Soll ich dann auch einen Tipp geben? Ja. Viertel beim Geschlecht hatte ich nicht so sehr geantwortet. Okay. Als die Person non-binary. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine weiblich. Okay. Also, nee, das ist nicht non-binary, gell? Nee. Schon. Nee, also dann hast du das und das. Ja. Ich bin ein Politiker über 30. Sind ich an einer von den 4 größten Parteien als Lützburg. Ja. Sind ich Jana? Nee. Oh, Das ist nicht über 30. ich weiß nicht. Ja, Ich meine, Leute, ich weiß nicht wirklich nicht, wen das ist. Okay, Also, noch mehr Tipps, alle. ja, ich will wirklich keinen Plan. Bush. Bush, hä? Mhm. ich weiß es nicht. Bush, Du warst? Sinn? Komm mal lesen ob. Kannst Ja. du? Ja, okay. Kann man lesen auf. Kannst du gesehen? Monika ist ja dick schwer. Kannst du halt nicht. Ah, schon ein Kehr von ihm hat mich... Du warst nicht genug nee, auf ich bin TikTok. nicht genug auf TikTok, sorry, Leute. Das war Tussi am Busch. Schau da, Tussi am Busch. Ich Shout werde auch niemals drauf kommen. Kannst aber. Ja. Okay. Ich hab nicht. Monika Ganz Semedo und Tussi am Busch Tussi am Busch. sind halt wohl in Uh. solcher Kategorie. Und Jack ist ja schon gewonnen. Du warst gut. Ja, aber die war mir einfach. Wie sie Winner of the Hearts. Ja. Ja. Ich meine, die war mir sympathisch am Spiel. ja. Merci, dass ihr mal gespielt Ja, geschieht Tom. Ja, das ist cool, das ist cool. Was wollte man noch schwarz Wir hatten auch als Aufschlussthema ein Thema, nämlich Social Media und die ganze Gesellschaftsdruck oder generell der ganze Leistungsdruck, Gesellschaftsdruck, den damit einhergeht. So als Urbegriff. Findest du das gut oder schlecht? Ich meine, da sehen... Ein Dessert. Ja, genau. Ein Wo Dessert. kommt das? Ma, ich meine tatsächlich so 2 Seiten, so, weil, keine Ahnung, Social Media, du kannst dich auch für die gut Zwecke benutzen, aber andererseits
geht immer so, kriegst doch viel Hate, wenn du deine Meinung siehst und so weiter. Weil immer Leute, die nicht deiner Meinung sind. Just kurz Zwischenfrage, hast du schon so Hate gekriegt, wenn es ein Podcast? Tatsächlich nicht. Nee, okay, gut. Und das fand ich einfach, das ist auch ein Zitat vom Tüntonner, Shout out. Hin hat, mir so gesagt, wir waren, ich war mit Jana, mit Team Essen, und dann haben sie so gesagt, so, ja. Bei ihm lebt. Ja. So, ja, ein Unterschied von uns und zu dir ist, dass du noch nie Hate kriegst. Und das ist so wahr. Ja. Sie kriegen constantly Hate und ich halt nicht. So, dafür Leute. Hey, Ich bin offen. Nee, also, und die mich, aber nicht klappt mir auf TikTok allen. Mir das ist auch der Grund, wieso ich nicht auf TikTok will sehen, weil die Leute mit all den Fake-Profilen, sie haten überall. Auch bei ihr, ich muss sie gucken gegangen. Ich war so, oh nee, was wird mich erwarten? So. Also nicht so, genre, ja, also sie haten nicht ihr, ich mir halt Leute, die kommen. So, ja, so. Wie effektiv der Fehler, dass wir eine Plattform sind. Ja. Das du auch, ja, wir sind eine Plattform. Ja. Auf TikTok muss ich so von Video, wenn ich auf TikTok sind, gehe ich immer Kommentare gucken, weil die witzigen Kommentare und immer so viele Likes an die sind so wirklich schwierig. Ja. Am Anfang sind sie aussehen, aber sie wirklich schwierig. Ja. Mit der Start, dafür halte ich mich so von TikTok noch so ein bisschen fern. Also es sind viel da drauf, ich gucke mal viel und es sind noch so am guten TikTok dran. So. Es sind gut am letzten TikTok dran. Ich kriege so Katzenvideo und Hundenvideo. Ja, ganz viel. Mir auch so dick Witz. Also ich meine, es sind am Gay-TikTok, weil das ist fucking witzig. Es sind immer so, Peter, das ist so witzig, was die da immer posten. Also es sind dann so durchgerutscht. Und ich kriege... Das kriegst du gecancelt. Ja. Mal... Oh, die wissen. Die an dem TikTok sind, wissen. Mir war ich auch mittlerweile kriegen. Also, wie nennen die das so? Die Greisch-Videos. ASMR. Russischen. Ich weiß nicht, wieso mit russischen ASMR ist immer so. Nee, guckst du das, ja. Das, weil es immer Likes. Nee, ich like sie nicht mehr. Ich bleibe stehen und ich meine das. Ich muss lauschen. Moment, du musst so. Guck mal, ein bisschen ASMR. Aber sie waren nicht immer mit den Zähnen. Weil ich immer keinen Kopf habe. Das ist so gut, ja. Okay, Leute, okay, der war gut. So, okay, für mich OnlyFans abonnieren. Ja, hey, und ich den Kopfhörer. Du. Ja, mir jedenfalls. Ja, und dann, wenn ich so rumkomme, auf den Gesellschaftsdruck, schon Gefühl, dass, und das klingt so mega überheblich, mir schon immer Gefühl, dass Leute immer, sie sind immer so, ja, so Apps dazu, weil ich auch mehr wie 1000 Follower auf Instagram habe. Zu Lützeburg. Klingt nicht so überheblich. Nee, das aber. Sie sind da so, hey, war das so eine Denkmeinung dazu? Oder die Leute schreiben mir und sie wollen dann zu bestimmten Themen eine Meinung von mir kriegen. Und ich so, was? So, weil da war positive Dinge zu. Vielleicht aber auch, weil die Plattform, die du geschafft hast, mehr so woke ist. Ja. Und dementsprechend erwarten, dass du mehr Meinungen hast. Oder dass du zu allem eine Meinung hast. Ja, und natürlich, ja, so, genau. So, bei uns erwartet keiner, dass mehr Meinung zwischen uns sind. Ja, das stimmt. Zwei Dudes. Bisschen. Nein. Was passiert? Keine Ahnung. Also, guck, was du siehst. Ja, das kriegt auch oft so ein bisschen so gesagt. So, nee, das ist... Die Plattform eben. Ja, genau. Und dann eben so links an woke was. Ja, genau. Und das ist halt so... Das stößt mich auch an die Klischee ran. Ne? So, das ist auch so eine Sache, wenn Leute du anlöden. So. Ich kenne nicht mit einem ADR-Politiker der Schweiz. Ja. So. Also die Leute wissen, dass ich nicht neutral bin und ich werde doch nicht sehen, ich kann doch nicht so. Ja. Das wäre auch interessant. Wenn du einfach ihm die ganze Zeit gehst, runtergehen. Ich habe jetzt was, ich bin eine Person, ich bin nicht so gut am argumentieren. Okay. Ich finde zwar die Argumente so, aber... Nur an der Dusche? Genau, an der Dusche. Das ist immer nur Dusche, oh, ich hätte sollten dat und dat so. Weil es immer Leute, zumal es halt Politiker so, ne? Sie können dann einfach so suchen, so, ja, und sie gehen raus. Und dann, also so verdelen so und direkt und ich bin immer so, da muss ich noch lange drüber nachdenken. Und dann das ist eine von Übung, meine ich, ja. Meinst du? Ich meine ja, alle Politiker hören sich einfach gerne schwätzen und dementsprechend ja, so ist sie einfach auch nicht zu überlegen. Das
doch auch zum Beispiel Leute, sie erwarten von mir, dass ich an einer Partei sie, weißt du, so Leute, ist schon ganz viel, also so ganz viel, wieso kannst du nicht an, ja, nee, ich meine, konservativ, nee, wie sie so, dass ja, weil es nicht bei uns, was soll ich da machen, so, ich kann, es sind das was, ja, aber es sind echt das was so, ich kann verkaufen, weißt du, es sind echt das was dann verkaufen, nicht das was so debattieren geht, und so weiter. Ja, genau. Schnell doch studiert. Ja, verkriegst du dann. Aber das verkaufen, also. Wow, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Komm mal, hier auch zu der Gülle froh. Ja, genau. Wow. Oh mein Gott. Also, für die Leute, die meinen Podcast lauschen, vielleicht schon sind Matkrit, aber ich verkaufe Merch. Was sie nicht machen. Was mir nicht machen. Genau, also dazu kommen wir noch. Ja, und das fucking Chocolate Butter. Nutella! Nee! Und schon einmal gebrüscht. Schon erst immer gebrüscht. Einmal zu gut, mit einem mega süßes Schild. Mit einem Numm drauf. Hi, und dann. Mit QR-Code, ja. Ich wollte am Anfang da mehr verschenken. Mit Sachen ist einfach schon kein mehr. Sie sind alle ausverkauft. Sie sind alle ausverkauft. Und dafür geht es leider, just zu gewonnen. Mehr, denkt dran, sie sind ausverkauft. Das heißt, die können es auch noch viel mehr teuer verkaufen. Sie sind kein Sammlerwert. Wenn die laufen sie auf. 2 Jahre. Ah ja, heuer in 2 Wochen. Ja, sie sind vegan, sie sind handgemacht, zuletzt made in Luxemburg. Du hast Nutella geholt, an denen einfach Käselnuss, Kokosblütenzucker, Kakaopulver. ganz viel Leift. Ja, da steht da doch drin? Ja. Okay, gut. Na ja, genau. Nee, übergeil. Das wäre cool. Das ist eine coole Idee. Wo ist dein Gülle froh? Ja, ich hatte auch ein Gülle froh, aber ich freue mich, muss halt also die Sachen gebunden sie was scheiße so. Nein, gar nicht. Ah, okay, ich kann einfach. Okay, oh, die gut. Die meisten Leute wissen ja, dass ich ja einen Podcast tue, ICC, Do You Love Me, shout out, und mich selber. Und du hast auch so ein Intro, und froh aus, wen hat die Info. Wen hat die Intro gemacht? Ja, das ist mein Gülle froh. Okay. Die ist am Anfang wirklich gut. An dein Insta ist wirklich richtig gut. Oh, merci. Du haben wir schon, wollten eigentlich schneiden mit das viel Das ist mega viel Absch. Das ist mega viel Absch, ja. Schon da oben am Anfang und auch so 3 Mal die Woche gepostet. Los, ich bin mittlerweile so. Ja. Chapeau. Oh, merci. Kannst du alles da doch, weil es mal kannst du gerne mal, gell? Nee. Ich habe keine Zeit dafür. Aber ja, die könnt ihr auch irgendwann ein Merch machen. Was gehst du als proposieren? Pullover wären aber cool, ne? Erstens unterstützt nicht Fast Fashion, wann ich klifft. Wir brauchen, jeder hat schon zu viel Pullover. Du willst Kauf bei uns, falls man kein Merch für eine nachhaltig Pullover, die gehen nie aus der Mode. Genau. Nee, was bei ihr mir cool wird, wird tatsächlich so ein Gülle-Frat-Trophäe. So. Ja. Da müsste aber ab Seltenes sein, selbst so 3 Mal oder so. Ja, NFT, Gülle. Ja. Oder auch, keine Ahnung, ich glaube, was kann ich noch machen? Ja. Strümpf wären ziemlich witzig, ne? Aber du siehst auch bei Fast Fashion. Da lebe ich Pullover, also, weißt du, von in oder ein Cup. Ja, das ist nicht auch nicht. Nee. Ein Umhängetasche. Nee, kein Cup. Wie heißt das? Ein Banan. So ein Gangster. Ja, so mal Gucci-Collab. Nee, oder auch, keine Ahnung, Shampoos. So, das wird witzig. Schau, wie die hat da eh Shampoos. Ja, das wäre überfuhr. Wie soll man das da machen? Oh, die schreibt ihnen halt. Dem Doktor. Nee, keine Ahnung, Lützebusche Wein oder so. Am Anfang können die Leute das ja Propose geben, so, was sie am Anfang wollen. Die Leute, die bis noch gelauscht haben. Ein Sombrero. Ja, das passt bei uns macht. Ja, weil wir sind auch 2 Mexikaner schon gehauen. Ja. Nee, für die Leute, die noch wirklich aktiv lauschen, könnt ihr 3 als Wunschgelieft Propose rausschreiben, was ihr als gebt rekommandieren als Merch. Also was gebt ihr euch wünschen, was mir für produzieren. Von Pullover bis zu Sombrero
alles. Champers. Aber ich hätte gerne selber am Anfang ein Pullover, aber mit diesem Logo drauf. Wie witzig, wenn du alle Kerzen selbst Pullover Ja, ja, dafür. So wie Fokus, man, sie machen gut Fokus. Sie Ja. überall immer hier Fokus-Pullover und du sagst überall immer so. Ja, guck immer überall nur nach mit denen hin. Das wäre am Anfang eine gute Idee. Ja. Also dafür wäre es cool. Ja. Ich meine, das heißt so Wein gegen Pass Chipsen. Weißt du, so die letzte Bursch machen. Ja. So. Ja. Mustard? Oh mein Gott. Ja, mit dem muss schon nicht gerne. Ja, dann Ketchup? Mayonnaise. Sauce andalous, ja. Ja, Kompressische. Okay, komm. Okay, logisch mal kreativ. Ja, logisch mal kreativ. Die schon mal lo. Hummer dat lo, rappen wir dat lo Ich meine, wir können rappen. Willst du einen absuchen? Zu dem Podcast. Das ist mein Podcast. Wir sind die nächste Gast. Tatsächlich habe ich probiert, Paulette Lena zu freuen. Aber das ist schwer. Ne? Das ist genauso schwer wie dir mit dem Gesaf. Mit dem guten Gesaf. Natürlich, mein Traumwunsch wäre natürlich Grand Duchesse. Ich weiß, Grand Duc bei dir Grand Duchesse. Genau, Wunsch geliebt. Das wäre so gut. Also, wenn die zwei kennen, persönlich. Ja, schon die Adresse. Ja, wie viel hast du? So für die Palle aus. Ja, genau. Kolmar, wenn es klifft. Da wohnen sie, da schaffen sie. Ja. Ja, genau. Ist das ein Endgoal? Grand Duchesse. Grand Duchesse, ja. Ich stehe einfach alles kopiert, ob weiblich. Ja. Genau. Ja, nee, mir sonst kommen noch Leute. Ich muss sagen, das ist schwer mittlerweile Leute zu finden, so die, weil das gibt nicht interessant Leute, aber sie verstoppen sich. Ne? Sie verstoppen sich und da muss ich wirklich so sicher gehen. Wo verstoppen sie sich dann? An ihre Bubbles. Ja. Siehst du hin? So, an ihre Lasche. Genau, ja. So, als Schlusswort, dann fangen wir nach Shoutout Mediabox. Ja. Ja. Ja? Also, Shoutout Mediabox. Merci. Aber das ist schon einfach hier. Aber ja, auch nein, Shoutout sie. Wir müssen. Okay. Ja. Ja, das ist cool. Vielleicht schreiben wir da, Dolo. Vielleicht? Ja, vielleicht auch nicht. Vielmals merci für Dolle. Ja, absolut. Also, wie gesagt, das, keine Konkurrenz mehr zu summen, letzte Kultur pushen. Fand ich gut. Wie cool, wenn man so ein Podcast, wo ich mit vielen Podcastern so so ist es hosten. So ab so ein Table Rond mit ganz vielen an aber da muss jeder sein Mikro mitbringen. Ja, weil das ja geht teuer. Ja, schon zwei. Wir haben 4 plus 2 geht schon 6 Leute. 6 Leute. Jeder in den Podcast hört ein Mikro. Das war ja, meld dich. Wie cool, du selbst zu organisieren. Ja. Yes. Merci für die No-Lausterin. Wir lieben dich. Gute Nacht. Pussy. Schlaf gut. Ciao.